Probier Sachen aus, die du für langweilig haltest. Es kann gut sein, dass du dann am Schluss das interessant findest. Wenn nicht, hast du eine schöne Geschichte. Für dich oder deine Freunde. Oh, schön. Und ich habe das wirklich gemacht. Ich habe etwas unfreiwillig ausprobiert und habe mega Respekt davon bekommen. Hätte es nicht gedacht, nämlich Wandern. Ja. Und ich bin froh, dass meine Mutter bei der nächsten Geschichte nicht dabei war. Bei der nächsten Geschichte heisst Creux du Vent. Ja, the day I almost died. Eines Tages, vor 2-3 Jahren, ich war am Daten und die Dame ruft mir an und sagt mir dann so, hey, du, gehen wir auf den Creux du Vent wandern. Jetzt 2 Sachen. Ich habe die Hälfte von meinem Leben im Ausland verbracht. Wenn du mir in der Schweiz sagst, gehen wir wandern, das ist für mich eine um den Block. Das ist nicht irgendwo offen. Und Nummer 2, ich habe nicht gewusst, was der Creux du Vent ist. Dann sage ich, was ist der Creux du Vent? Sagt sie mir, es ist der Grand Canyon von der Schweiz. Und ich so, oh. Und bevor wir gehen, fragt sie mich, hast du gute Schuhe? Jetzt als Afrikaner. Wenn du mich fragst, hast du gute Schuhe? Ich denke an frische Nikes. Ich denke nicht an Stiefel. Sie hat an Stiefel gedacht, die so krass sind, dass wenn du dort auf dem Parkplatz ankommst und du aussteigst, die Schuhe lassen jeder wissen, dass du nicht zum Spassen dort bist, okay? Du bist kein Tourist. Du gehst gegen Berge kämpfen. Hey, wir kommen dort an, gell? 13 sehr lange Kurven sind wir aufgelaufen. 1400 Meter, wir hatten 3 Stunden. Dann sind wir dort oben angekommen. Und wisst ihr, was wir dort oben gesehen haben? Parkplatz! Oh. Und für jemanden, der in Zürich wohnt, bin ich nur noch hässlich geworden, weil es sind gratis Parkplätze. Weißt du, wie ich meine, wenn schon, dann schon. Nein, und dann sind wir dort angekommen. Richtig schadenfreudig. Und dann kommen wir dort an, gell, hockt ab. Dann kommt ein Mann mit seinem Sohn, läuft auf uns zu und sagt, hey, im Fall, Vorsicht, gell, die ersten 200 Meter Abstieg sind tückisch. Jetzt, liebe Leute, tückisch ist nicht das, was uns dort oben erwartet hat. Tückisch ist, wenn du allein oder Langstrasse laufst am Morgen um 4 Uhr. Das ist tückisch. Okay? Nein, tückisch ist, wenn deine Mutter dich anruft und du rufst erst nach 3 Tagen zurück. Oh, das ist tückisch. Nein, tückisch ist, wenn dein Partner oder Partnerin mit deiner Mutter am Streiten ist und dann schauen beide zu dir über und sagen, und Schatz, was meinst du dazu? Oh, das ist tückisch. Aber nicht das, was uns dort oben erwartet. Wir sind dort oben angekommen, abgehockt, mit dem Herrn geredet. Dann haben wir Apero gehabt, Salami aus dem Tessin, Käse aus dem Aldi. Schmeckt gut. Und dann schaue ich dort raus und frage mich, warum sterben so viele Menschen beim Wandern? Was passiert echt? Warum ist es so gefährlich? Weil ich habe in Südafrika einen Straußangriff überlebt. Ja, bist du schon mal von einem Strauß angegriffen worden? Nein, eben! Ich habe keine Ahnung. Es sind fast schon recht gefährliche Tiere. Das muss man schon an dieser Stelle sagen. Weil ich glaube, es war 2016 gewesen, bin zurück nach Südafrika, meine Familie besuchen. Dann meinte mein Cousin, hey, machen wir irgendwie 3 Tage Safari. Ich sage, okay, ja, machen wir. Dann sind wir dort hingegangen und das war der Lodge, dort wo wir gewohnt haben. Und rundum hatte es einen Zaun. Und dann hat uns der Leiter gesagt, ihr dürft nicht weiterlaufen als der Zaun. Aber meine Cousins haben es für Capri-Sonne gehabt, am Nachmittag. Und haben gefunden, hey, wir laufen bis dort hinten. Dann fangen wir an zu laufen, Zaun hinter uns. Ich schaue meinen Cousin an und will ihm gerade sagen, du, ich glaube, es gibt einen Grund, warum wir nicht so weit laufen dürfen. Warum habe ich das gesagt? Mein anderer Cousin rennt auf uns zu und schreit einfach, Strasse! Strasse! Ich schaue die Strasse an und plötzlich taucht ein Strauß auf, Flügel draussen, rennt auf mich zu und das Geräusch einfach taucht auf mich. Habt ihr einen Strauß
das schon mal gesehen, rennen? Es macht keinen Sinn. Die Kniescheiben gehen hinten, aber die Füße vorne. Es ist so unlogisch. Nein. Und das Geräusch dazu. Nein, glaub es mir, du hast noch nie gelebt, wenn du nicht von einem Strauß angegriffen worden bist. Deswegen habe ich das Gefühl, ich überlebe doch den Creux du Vent. Hey, wir können davon runterlaufen, gell? Wie gesagt, es war Frühling, hat Eis und Schnee am Boden gehabt. Der Weg war 30 cm breit, 15 Meter schräg. Hier geht es einfach 50 bis 100 Meter gerade ab. Aber weil ich einen Straußangriff überlebt habe, hatte ich einen riesen Schnorren. Ich sage ihr noch, hey, du musst einfach deine Hüfte gegen den Berg drücken, damit du einen Schwerpunkt gegen den Berg hast. Dann gehst du nicht so schnell runter. Nein, drücken. Es hat nicht funktioniert. Dann haben wir angefangen zu kriechen. Also ich habe angefangen zu kriechen. So, hey, wir kommen da runter! Wir kommen da runter! Aber es hat Eis am Boden gehabt. Meine Hände haben so kalt bekommen. Ich konnte nichts mehr greifen. Dann habe ich gewusst, wenn ich jetzt ausrutsche und ich kann mich nicht heben, das wäre es für mich gewesen. Mein Körper ist in Survival-Mode gegangen. Ich habe mich auf meinen Arsch gesetzt, ein Bein gestreckt, mit dem anderen Bein habe ich mich so abgezogen. Und die Situation ist extrem genug. Aber wisst ihr, was meine erste Gedanke war? Ein Strauß könnte das nicht. Ich meine, es wäre einfach umgekehrt. Oder schräg, nicht? Oder schräg? Dann habe ich mich daran erinnert, wo ich bin. Dann habe ich gedacht, ich stehe da oben in Trainerhose. So, wem seine Scheißidee ist das wieder gewesen? In dem Moment läuft sie an mir vorbei, schaut aber und sagt mega hässlich, ja, die gesagt, leg gute Schuhe an. Wie peinlich hätte das für sie müssen sein? Sie ist mit ihrem afrikanischen Date den Berg abgerutscht. Er hat Trainerhosen und Adidas-Schuhe. Sie hat mir immer wieder anschreien, Schatz, nein, ich rufe jetzt nicht die Regen an! Und ich dort am Boden hässig, Black Lives Matter, Black Lives Matter! Ich so hässig, so hässig. Nein, es ist erbärmlich, die Leute hatten Babys in der Hand und die sind über mich drüber geklettert. Einfach so. Es war so viel Aufregung, es sind Rehs aus dem Wald zuschauen. So, oh mein Gott! Schatz, hat die Kamera so eine, habe ich noch nie gesehen. Oh nein, fix geht er runter, fix geht er runter. Und dann hat sie einen Krampf gehabt, hat einen Stock geholt und ich schwöre, sie ist so runtergelaufen. Von hinten, wenn die Sonne durch ihre Haare geschonnen ist, hat sie ausgesehen wie der Gandalf von ihrem Schulabschluss. Aber wisst ihr, was noch schlimmer gewesen wäre, als von der Regen abgeholt zu werden? Ist, wenn wir zwei aus dem Wald rausgekommen wären und meine Mutter so auf uns gewartet hat. Da ja.